Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das redet euch mehr David. Wir haben ein Programm für euch heint mit sehr interessanten Gästen. Zuerst haben wir Reuven Yankov Fein mit Sholem Beinfeld. Sie wollen machen Vorlehnung von ein paar Lieder von Reuvens neuem Buch The Full Pomegranate, Poems of Avram Sutzkever. Und sie wollen das euch herumreden ein bisschen. Und weiter haben wir ein Schmuss, was ich letztens gehabt mit Sarah Feldman. Ihr werdet öfter gedenken, als wir haben geredet mit ihr auf ein Programm mit ein paar Wochen zurück und sie hat für uns auch daheim gekommen. Und es ist schon bald Rosh Hashanah, haben wir eine Präsentation von unserem Archiv, von unserer verstorbenen Mitarbeiterin, unserer Poetesse Miriam Liebenson, Alea Shalom. Und sie erzählt wegen die Größe Jonteben. Hatanoa. Dem 15. September, am Sonntag, wird vorkommen in Harvard Hillel, Rosowski Hall, eine Vorlehnung von Lieder von Avram Sutzkever, übersetzte von dem bekannten Übersetzer Reuven Yankov Fein. 12:00 wird sein Brunch und die Vorlehnung wird vorkommen mit einer halben Stunde später, 12:30 Reuven Yankov wird lehnen seine Lieder in seine englische Übersetzung, herausgenommen von sein Buch, was ist letztens heraus, was heißt Der Fuller Milgräum, The Full Pomegranate, the Poems of Avram Sutzkever. Ein Teil von den Liedern, etliche, wollen euch gelehnt werden nach der Übersetzung in Englisch in dem jüdischen Original. Und das will ich haben im Covid zu tun, allein. Ihr gedenkt. Die Programm kommt vor in Smith Hall von Harvard Hillel, 52 Mount Auburn Street, Cambridge. Brunch 12:00, Mittag heißt es 12:00 und die Vorlehnung hebt sich an 12:30. Alle seinen Verbeten. Und es werden sein Kopies von Reuven Yankovs Buch, was man wird können kaufen. Reuven Yankov Fein from Siberia. In the village, 1. Sunset on icy blue paths, sweet dozing colors in my soul,
A little house shines across from the valley covered with the snow of sunset. Wonderwood swaying on window panes. Magic sleighs chiming in a circle. Cooing of doves in the little attic, cooing at my face. Under ice, striped through with dazzling crystals, the Irtish quivers, half real. Under speechless domes, a world blooms, a child of 7 years. Sholem Beinfeld von Sibir in Chutta, Aleph. Sonnenvergang auf eisig blaue Wegen, süße Drümmelfarben in Gemüt. Slacht von Tal a Stiebele entgegen, mit a Schnee von Sonnenvergang beschütt. Wunderwälder häuten sich auf Scheiben, Zauberschlittens klingen in a Kreis, auf dem Pitzel beidem Wolken täuben, Wolken aus mein Ponem unter Eis, durchgestreift mit blitzigen Kristallen zappelt der Tisch in halber Wohr. Unter ausgeschwiegene Kupolen blieb a Welt, a Kind von 7 Jahren. 2. In the light, dark, snowed-under village of my childhood in Siberia, blossoms bloom from shadow's eyes, countless quicksilver blossoms. The moon flings its dazzle into dimmed, extinguished corners. My father, white as the moon, the stillness of snow in his hands. He slices the black bread with the gleaming, merciful knife. His face blues, and with freshly cut thoughts, I dip my father's bread in the salt. Bes. In einem lichtig dunkeln, verschneiten Chutte von meiner Kindheit in Sibir blieben von die Schottenapfeln Queten, quecksilberne Queten ohne Schier. In die Winkeln abgeloschen Matte bloß darein Levone ihr Geblend. Weiß wie die Levone ist der Tate, Stillkeit von dem Schnee auf seine Hände. Zerschneit das schwarze Brot mit blanken, rachmemdick Messer, spunnem Bläut. Und mit nahe zerschnittene Gedanken tunke ich in dem Salz, dem Tatens Brot. Fiery pelt. Fields, gleaming, glowing metals. Trees, molded in stone. Snow has no place to fall. The sun wears a fiery pelt. With its diamond paintbrush, the artist Frost paints on my skull, as on a window pane, its colorful snow legends, and signs with the flight of a dove. The sun sets in me, the sun no more. Only its fiery pelt is seen on a long branch, and I, speechless, want to put it on before it dies away. Feierdicker Pelz. Felder, blanke, blendige Metallen. Bäume, abgegossene mit Fels. Schneeen haben mehr nicht wo zu fallen, es tragt die Sonne auf feierdicken Pelz. Mit sein dimmet Pensel auf mein Schaben malt der Künstler Frost, wie auf der Scheub seine Schneelegendes voll mit Farben. Schreib sich unter mit Geflief und Täub. Sonn vergeht in mir, nicht tot die Sonn mehr. Bloß mir seht ihr Feierpelz allein, auf ein langer Zweig. Und ich, ein Stummer, Anton will ihm Erb sein Vergehen. Sholem Beinfeld, wir reden ein bisschen wegen dem Buch, was ist noch was daraus, von deinem guten Chave, Reuven Yankov Fein. Aber du hast nicht kein kleinen Teil gehabt in dem Buch. Erzähl ein bisschen. Der Teil, was ich habe gehabt, ist
Efter eine kleine, aber eine wichtige. Das ist, weil Sutzgeber einmal ist ein bisschen schwer zu verstehen. Jiddisch ist eine andere Mindsprache wie Englisch. Es kann machen einen großen Unterschied, ein Dativ oder ein Akkusativ. Und mit solchen sozusagen Kleinigkeiten habe ich von Zeit zu Zeit herausgeholfen, Robin Janke. Aber das meint nicht, dass die Übersetzung ist teilweise meine. Die Übersetzung ist im Ganzen seine. Und ich will sagen, also ich bin sehr zufrieden, was ich habe mit dem geholfen, übersetzen Sutzgewehr, weil Sutzgewehr ist, ich weiß nicht, für was die Nobelprämie Leute haben sich nicht gehabt, als man muss ihm geben eine Nobelprämie. Er ist der größte jüdische Poet vom 20. Jahrhundert. Und ein Poet, was seine Poemen von Wilner Ghetto sind gut bekannt, aber auch seine spätere Poemen von seinen langen Jahren in Israel. Und noch mehr, seine frühen Poemen, was erzählen und drücken aus seine Kindheit in Sibir. Das ist ein Unikum. Jochel Bemino in der jüdischen Literatur Lieder von Kindheit in Sibir. Und das sind wunderliche Poemen, die sind eine lange Zeit gewesen weniger bekannt wie seine späteren Lieder. Aber Ruben Jankev hat eine spezielle Liebe und einen speziellen Verstand von den Sibirer Liedern. Und er ist von denen, was bringt die Sibirer Lieder zum breiteren Eulen. Könnt ihr ein bisschen übergeben, was ihr halt als der Partei oder was kommt vor in die zwei Lieder sind gewählt, zwei Sibirer Lieder? Das sind Lieder von einer weiteren Kindheit in einem weiten Land. Amin verkischefte Medina, eine Medina von Eis und Schnee und tiefe Wälder, was ist in einem gewissen Sinn Nord zu Kindermeisters. Und wenn er schreibt wegen sie, ist das also wie eine magische, verkischefte Erzählung. Und ich meine, sie sind zwischen seine größten Lieder. Trotz sie sind geschrieben geworden, also jung. Und sie weisen uns einander als Sutzgeber von Fahrenproben. Auf einen Fuß ein bisschen Geschichte. Kann man öfter sich ermahnen, für was hat er sich besetzt in Sibir? Das ist gewesen in Zeit von der Ersten Weltmilchome. Ich mache nicht getan, sind in die Iden in Städtel, wo er ist geboren geworden. Es ist gewesen nah zum Front und die russische, zarische Generalen haben heute gewesen die Jiden, also sympathisieren mit den Deutschen, darf man sie von dort rausschicken. Und man hat hunderte, tausende Jiden verschickt von den Grenzgebieten. Teil in Polen, als auch sind angekommen in Warschau, aber meiste hat man verschickt tief in Russland, hereingerechnet Sibir. Versteht sich, in der Zweiten Weltmilchome ist geschehen euch ein größer, ein langer Wanderweg, wenn Jiden sind entlaufen oder verschickt geworden, euch in jene weite Mekoimes. Aber das ist gewesen später, wird das nicht gekannt für euch sein. Ruben Jankev, Yasher Koyach, noch was heraus, dein Buch und Mazel Tov. Vielen Dank. Du hast 10 Jahre lang herausgebracht Übersetzungen von Jiddisch mit verschiedenen großen Dichtern. Erzähl ein bisschen wegen dem Projekt. Erstens darf ich sagen, als weil die Übersetzungen sind meine
als ich habe nicht gekannt schreiben das Buch, ohne Hilfe von meinem Chave, Scholem Beinfeld. Und ihm und kein Buch. Es ist nicht nur mein Schochen, es ist euch mein Lehrer. Und Achava. Zu der Frage, Teil von mir weiß ich allein nicht. Ich habe gelernt und übergelernt, Sutzgewer, aber ich habe nicht gehabt, kein Neut, und ich habe mein Neut zu übersetzen, ab heute, was ich ersetze habe. Aber wenn ich habe übergelernt, Sabir, habe ich gefunden, Saf Kol Saf, als das Lied ist Amin Bereishis. Bereishis von ein Kind. Was es meint, zu leben in der Welt. Was es meint, zu reinnehmen der Welt. Jetzt lehen noch einmal Sabir. Und ich habe gefunden, jetzt, heint, ein Jahr zurück, als Sonne und Eis, als Licht und Nacht, alles in einer Kombination von der Koldimien, von einem Kind zwischen die Jahren 2 und 11. Die Zeit, wenn Sutzgewer ist gewesen in Sibir. Es ist nicht Sibir. Es ist eine Welt, in was ein Kind tracht und träumt. Was könnt ihr sagen, wie Sutzgewer ist anders von den anderen Dichter, was ihr hat sehr übergesetzt, jüdische Dichter? Seine Sprache ist, hat seinen eigenen Tam. Es ist schwer zu beschreiben, dem Tam. Seine Sprache spielt mit sich. Zweitens, hat nicht kein Interesse in politische Sachen, in sozialische Sachen. Redet nicht wegen was jüdische Lehners sollen willen hören. Sein Thema ist öfter gewesen Jiddisch, sich allein. Gut, ist, wie soll kann man sich der Wissen wegen dem, ihr habt eine Webseite oder wo zu kaufen das Buch? Nicht kein Webseite. Ach, ich bin ein alter Mensch. Aber man kann verkaufen das Buch in SUNY Press, State University of New York, Verlag, was ist der Herausgeber, und euch von
Abwechselung, euch von Amazon. Was tust du zu machen, Pearson? Du gehst auf Gastrol zu machen Vorlehnungen, auch zu dem, was wir haben noch was gemolden bei Harvard. In April will ich vorlehnen in State University of New York at New Paltz Lieder von aller meiner Bücher, von Übersetzungen. Nicht nur Sutzgewehr, aber euch Gladstein. Gladstein ist mein liebster jüdischer Poet. Oh, in Geweb, ja. Und in Geweb, ja. Das ist alles, meine ich. Gut, wir gucken nach euch auf die Vorlehnungen und Menschen dürfen kaufen das Buch massenweise. Gut. Yasher Koach, schönen Dank. Schönen Dank. Als die Jontevdike Teig heuben sich on zu beweisen, wer ich bei mir a Godel, leg ich mir a weg, Scher und Eisen, und wuss is do a Nodel. Oi gehört Arbeit suchen, Harze die Kertate, a gläsale Maschke im Jontef zu versuchen, ist besser wie legen a Latte. A gläsale Maschke im Jontef zu versuchen, ist besser wie legen a Latte. Kinderlich still, es ist Tage achidesch, spielen sich Eikech und Meikech. Als ich komm von der Schil, mach ich mir Kiddisch und verbeiß mit dem Kornel-Leikech. Zu die Fisch hab ich gar kein Tanne, genug gepfeffert und gesalzen. Am nehm sie im Mäulerein, Leben soll Chane, wenn sie mamisch zu schmolzen. Am nehm sie im Mäulerein, Leben soll Chane, wenn sie mamisch zu schmolzen. Als die Jontevdike Teig gehen schon weg, oi Harze, die Ikertate. Wieder gehen, Arbeit suchen, wieder legen a Latte. Wieder gehen, Arbeit suchen, wieder schie ich zu reißen. Oi sogże mir, Chanele, Serce meine, zu Osten nicht von Jontef zu verbeißen. Oi sogże mir, Chanele, Serce meine, zu Osten nicht von Jontef zu verbeißen. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! This is WUNR Brookline. Das ist Meir David, ich bin da bei der Jiddisch Wach mit Sarah Feldman. Sarah, sei begrüßt. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Wir haben
übergegeben dein Interview letzten Mittwoch und ihr habt dazu gehabt von uns wegen eurer politischen und sozialen Tätigkeiten. Könnt ihr geben noch ein bisschen Information? Ja, dem 2. Juli bin ich arrestiert geworden mit einer Gruppe von 18 Juden mit Never Again Action in Boston beim Verhaltscenter, wo die Immigranten und Plitim sind. Was ist gewesen die Situation dort, was ihr hat protestiert? Erzählt ein bisschen. Man hat protestiert die Verhaltscenters im Ganzen und die Lagers. Und wir meinen, als man soll sie vermachen und reinbringen und helfen die Plitim. Ist das ein Teil von der Bewegung, als Teil Menschen meinen, als man soll vermachen, Potter werden von Eis im Ganzen? Ja, Potter werden im Ganzen. Und das ist gewesen eine jüdische Manifestation. Ist Juden und andere Menschen, was wollen, das heißt Plitim und Immigranten, sind nicht gewesen, aber das Rauf sind gewesen Juden. Weil jeden gedenken, was jeden haben ein Gedanke, eine Geschichte mit sein Plitim und suchen am Mokem Menuche und suchen und nicht sein Immigranten, was man will haben in der Medina. Also, man hat nicht gewollt reinbringen jeden in der Medina. Und jeden haben eine Geschichte und jeden haben auch eine Geschichte mit Lagers. Es ist da ein Machleukes, sind sie Konzentrationslagers oder nein. Aber für uns, die Frage ist nicht iketig, weil man meint, dass sie sind ja oder nein Konzentrationslagers. Sie sind sehr große Risches. Und Menschen wollen wissen, einmal habe ich gehört, dass sie wollen nicht haben Eis. Was wollen sie im Ganzen nicht haben können, vermachte Grenzen? No, ich bin gegen vermachte Grenzen. Ich meine, als das ist nicht was eine Welt, was ich will, wohnen in dem. Ich meine, als Menschen sollen können herumgehen auf der Welt und suchen Mokem Menuche oder wohnen mit Kräuven oder mit anderen Menschen, was sie haben lieb, suchen ein paar Nüsse und man soll sich helfen. Es gewesen eine Überraschung, was man euch ist es gewesen eine Überraschung, was man euch arrestiert, oder ist es gewesen mehr oder weniger planiert? Planiert. Das heißt, 1000 Menschen sind gewesen auf der Manifestation, aber 18 von uns haben gestanden auf einer Treppe, wo man tornischt, vor dem Verhaltscenter und arrestiert geworden. Zusammen. Und wie ist es gewesen? Wie hat man euch behandelt? Ihr könnt sich beklagen wegen dem? Mir hat man nicht edel behandelt. Das heißt, dass meine Handkettel sind gewesen zu eng und das ist gewesen mit Kavone, weil ein Polizist hat es eingezeugt und ein zweiter Polizist hat es mehr eingezeugt, hat es schon gewesen eng. Und wir in Freundwiese haben wir gehabt die Handkettel, bis wir sind gewesen registriert. Das heißt, dass ich habe sie gehabt, öfter 2-3 schon, wenn es hat mir wehgetan, stark weh. Und andere haben also geblieben
4-6 schon. Es ist gewesen nicht edel, aber alle wissen und wir alle haben gewusst, als andere Menschen, ist Ärger. Es nicht nur, als die Handkettlich sind eng, aber es kann sein noch Ärger und als wir sind gewesen mehr oder weniger Weiße und wir haben es getan mit Kavone, aber andere Menschen, was werden arrestiert und auch die Plitim, was sind in Verhaltenscenters, also ob man wird uns handeln also, wie so handelt man andere Menschen, was haben nicht kein National Lawyers Guild und wenn 1000 Menschen gucken nicht an mit Zelkes. Was wird sein für euch der Hemmschicht von der Meister? Unser Prokuror hat nicht angeklagt. Wir sind frei. Aber das ist eine Bewegung. Das ist nicht keine offizielle Organisation. Das ist eine Bewegung, eine jüdische Bewegung gegen Eis und gegen Verhaltenscenters und Verhaltslagers. Und es sind gewesen als Sache, als solche Manifestations in New York, in Rhode Island und herum die Vereinigten Staaten. Also, ich meine, als man wird es tun, bis wird geendigt der Problem. Ihr habt gehabt zwischen euch Leben gebliebene von Chorben oder Kinder oder Einiglich von Leben gebliebene? Das ist sehr eine interessante Frage, weil mein Mischpoche ist schon gewesen in die Vereinigten Staaten und als Sache von meinen Mitarrestanten haben wir gehabt. Sharasa Platonics in sehr Mischpoche, aber ich bin aufgewachsen in einer jüdischen Kehille. Es sind da gewesen als solche Menschen und euch in jüdischen Schulen lernt man sich als Sache wegen dem Churben. Und ich allein habe euch gelernt Bücher von Bibliothekbücher wegen dem Churben, wegen Kinder, wegen Suchen, Amok Menuche, wegen Lagers und wenn ich bin gewesen ein Kind, habe ich angehäuben zu Cholomen, als solche Koschmaren, als ich oder meine Chaverim oder meine Kräuven suchen am Menuche oder als wir sind in einem Lager. Und bis heint, einmal habe ich gesehen oder gecholmt als solche Sachen, ist Chotsch, das ist nicht gewesen mein Mischpoche. Es ist sehr neuend zu mein Herz und wenn ich habe gesehen, als wie heißt der Rosh Mike Pence ist gewesen in einem Lager und er hat gesehen, als die Menschen ist so schlecht. Es gewesen so eng eingepackt wie Sardinen. Ja, und er hat geschmeichelt. Und ich meine, als wenn man hat nicht kein Safe, das ist schon rotzchedig. Ja, als man wird sterben und kein Safe. Als auch jeden in Lagers haben gestorben, weil sie haben nicht gehabt Safe. Ist Menschen jetzt sagen, als nicht kein Safe, es ist nicht kein Hotel. Aber es ist eine ernste Sache zu leben, Infektions und solche Sachen, ja. Also ich meinte. Ist als Menschen hören sich zu und wollen sich weiter Sachen wissen, was könnt ihr rekommendieren? Suchen Never Again Action auf Internet. Es sind da Webseiten, Facebook-Gruppen und so weiter. Das ist nicht kein offizielle 501c3. Das ist
das ist etwas, was kommt von dem Volk. Und ich meine, als es ist besser, sich zu verbinden mit Never Again Action wie ein paar andere Organisationen, was sind nicht Immigrantenorganisationen, zum Beispiel Lights for Liberty, nicht so seriös wie Never Again Action. Aber Never Again Action arbeitet mit Cosecha. Und das ist wichtig. Was ist das? Also, Cosecha ist eine Immigrantorganisation, was ist gegen Eis und gegen die Lagers. Und das meint, als man kommt nicht zum Indien also und sagt, das ist, was ich will, wie ein Jid. Es ist nur, was wollt ihr, als wir Jiden wollen tun? Und wir arbeiten zusammen, sich zu helfen. Nicht nur von draußen. Ich meine, als man soll es also. Gut. Sarah Feldman, Jascha Koyach, einen schönen Dank. Und ihr habt eine Gelegenheit weiterzureden wegen der Thema, was uns sehr interessiert. Dank. Mein Name ist Miriam Levinson. Es ist für mich ein Kavod und ein Vergnügen, Anteil zu nehmen in einem Choshewa-Programm und zu reden Jiddisch Mama-Loschen. Erstens will ich sich mit euch, meine Choshewa-Zuhörer, teilen mit einer Passierung, eine ähnliche Passierung, welche ist vorgekommen in den 30er Jahren in Tel Aviv, Erev Rosh Hashanah. Der März gewinnt dann Meir Dizengoff, und Erev Rosh Hashanah hat bekommen einen Brief von dem höchsten Polizeimeister, ein Engländer, welcher hat gedacht, beschützen die Jiden in Zeit vom Mandat. In dem Brief, welchen Meir Dizengoff hat bekommen, etliche Tage vor Rosh Hashanah, ist gewesen also geschrieben. Mir, die englische Polizeimacht, weiß, als ihr wird feiern in ein paar Tage herum euer neues Jahr. Deiget nicht. Ihr könnt sein ruhig, gehen verbringen mit euren Freunden, essen und trinken. Wir, die Polizeibeamte, wollen Achten geben. Wir wollen gut Achten geben auf alle Schikurim, welche wollen sich wilgern in die Gassen. Hat er verherrlichen Jontef. Lass mir begegnen den neuen Jahr jüdischlich mit gesund und Scholem nur. Und Chales, Honig, Äppelsüß soll bescheinen unser Tisch.
Das alte Jahr geht schon weg, ein neuer geht schon kommen. Lassen wir aufnehmen dem neuen Jahr mit Gesang herumgenommen. Lassen wir mit Freude dem neuen Jahr begrüßen und soll die Welt schon von Milchomes keinmal mehr nicht wissen. Wir jeden zählen nach dem jüdischen Alphabet, Hei, Taf, Shin, Nun, Dalet, 5754 Jahre Libriat Haolam von Weltbaschaff. Der kommende Jahr wird sein 5755. Wir feiern unser neues Jahr anders wie eine Sache anderer Völker. Es walgern sich nicht Cholile, kein jüdische Schikurim in unsere Gassen. Rosh Hashanah meint der Unheit von Jahr, von einem neuen Jahr. Es ist nicht kein unbedinge, nur sehr eine ernste Zeit. Ich gedenke dem Ausdruck von Kindweisson, ein Fisch im Wasser zittert in der Elul-Tag, durch seinen furchtigen Tag, Yamim Noraim. Mein Benstrus Chodesh Elul, der Schäufer wird geblosen dem ganzen Chodesh in Undenk von Avrahams Gerechtigkeit zu opfern, sein 91. Sohn von Sarah, Yitzchak verrakorben. Aber Gott hat zugeschickt, Aram, Wider, zu werden ein Opfer anstatt Yitzchak. Der Schäuferblosen mit den Horn von Wider symbolisiert Avrahams Gerechtigkeit und Glauben in Gott. Der Schäuferblosen, Rosh Hashanah, die 100 Tenner, 100 Kies, erwecken in uns Iden Gefühle von Zitter und Glauben. Wir dämonen unsere Martyrs von aller Deures, welche seien umgekommen auf Kiddush Hashem. Der 10. Tag im Monat, Tishrei, welcher wird herangerechnet in Aseret Yemei Tshuva, Yom HaKippurim, der Tag vom Vergeben, ist der heiligste Tag in unser Jahr. In Sefer Vayikra, Tetzayen, wird gesagt, in dem 10. Tag vom 7. Monat sollt ihr fasten. In dem Tag wird Gott vergeben euch und reinigen euch von aller eure Sünden. In Kol Nidrei, die viele, welche alle unsere Zusagungen, welche wir haben nicht gekannt ausführen, beten wir bei Gott, soll uns vergeben. Wir schlagen sich al Chet, wir tun Tshuve, das heißt, wir beten, wir haben Charote auf unsere Sünden. Die Tshuve meint zurückgehen, reingucken sich in unser eigenem Ich, sein ehrlich zu sich allein, sich abgeben mit ihm vergessen. Wir seien sich miswade, wir anerkennen unsere Averes, welche wir ihnen seien als Volk begangen, bei Jodim und bei Lo-Jodim, wissendig und nicht wissendig, mit Zurückkehr zu Gott, mit Schuwe, mit Gebet, mit Viele und Docke, mit Hilfe von Notwendigen werden unsere Sünden vergeben werden, aber früher müssen wir vergeben, eine die andere. Beten Entschuldigung bei den Menschen, gegen welche wir haben gesündigt. In unseren Tfilis von Rosh Hashanah und Yom Kippur gefielen wir Gebeten für Freiheit und Gerechtigkeit, nicht nur für Eden, nur für die ganze Menschheit. Unsere Chachomim sagen, als ein Mensch soll sich vorstellen, als die Wachschule, das Scale, auf welchem der Geurel von der Welt wird geworden, befindet sich in einem gleichen Zustand. Wenn ein Mensch tut Gutes, dann weckt über die Wachschule mit den guten Taten, mit den guten Meißen, nicht nur für sich allein, nur für die ganze Welt. Durch dem, was wir Iden hielten ab unsere religiöse und nationale Yomim Tovim, Jahr ein und Jahr aus, spinnen wir weiter dem Knoll von jüdischem Leben, von unserer Overs, als vom Berg Sinai, durch unser größer jüdischer Vergangenheit, bis zum heutigen Tag, bis zum neuen Jahr 5755, aber allein oder Shalom. Unsere Chachomim sagen, wenn Gott hat uns die Teure gegeben und die göttliche Stimme hat gespritzt mit Funken heiliger Feier, ist in jeder jüdische Herz reingefallener Funk. Und auch der göttliche Funk wird übergegeben von Eltern zu Kindern, ein Jahr noch ein Jahr, ein Jahr noch ein Jahr,
und beleicht unser religiösen und geistigen Leben. In die fruchtige Tag, in die Yomim Noroim, wenn wir Iden schlagen sich al Chet, anerkennen unsere Sünd und wir fühlen, als ob wir wollten gestanden vor einem strengen Richter, da mohnen wir sich über euch, als das ist nicht kein fremder Richter, nur Gott, der eigene Vater, welcher mischbet uns mit Vaterliebe und sagt zu uns, durch den Novi Zacharia, Shuvu Elai ve'ashuva aleichem, kehrt zurück sich zu mir, weil ich zu euch sich wieder wenden. Rosh Hashanah, der Yom Tov, welcher zeichnet ab dem Unheib von Weltbeschaff, ist eigentlich euch der Yom Tov, welcher der Mond uns, als jeder einer kann machen, einen neuen Unheib, einen besseren, im Vergleich mit der Vergangenheit. Der zweite Name von Yom Tov ist Yom HaZikaron, der Tag von Gedenken, Gedenken der Vergangenheit, nicht zu machen dieselbe Fehler, nicht zu machen dieselbe Tausim. Und dann wird der Eid, nicht nur der Eid, nur die ganze Menschheit, euch sein, eine schönere und eine bessere. In Unheib von dem neuen Jahr wünschen wir jeden ständig eine die andere, Tichlesh Shana ve'kileloteha, Tachel Shana u'virchoteha, sollen schon mit dem weggehenden Jahr sich endigen die Chlolles, die schlechte Passierungen und mit dem neuen Jahr, mit dem ankommenden Jahr, soll sich schon anheben ein Jahr voll mit Bruches, voll mit Guts. In unserer Tfiles von Rosh Hashanah und Yom Kippur seien zusammengebunden unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Wenn wir verendigen unsere Tfiles in Tfilas Neila, welche meint Verschließung, stehen wir in den Schulen, jung und alt, ausgematterte vom Fasten in einer tiefer Ernstkeit. Wenn der Chasen fängt an zu singen, mit den unbedingten Nigen, zu der Heuben unserer Neshomes zu höheren Welten, wo der Geist von den Menschen beherrscht im Körper, wir drücken wieder aus in viele unserer Gefühle. Von Sinn der Zeit, wenn der Beis Hamikdash ist Chorev geworden, verendigen wir unsere Yom Tov dike Tfiles mit der Gebet, L'Shana Haba'a B'Yerushalayim Habnuya, in unserer Zeit, in unser Dor, von schrecklichen Churben und herrlichen Aufkommen von Medinat Israel, ist die Tfile für einen größten Teil von uns Jiden Mekuyim geworden. Ein Dank unser geistige Jerusha, ein Dank unser Gläuben und ein Dank die jüdische junge Helden, welche haben sich mit der Nefesh gewähnt, für Kumat Medinat Israel. Ich gedenk, hab gelernt, als eine Frau, herausgehendig von Schule, zum Sof von Yom Kippur dicken Davnan, hat für ehrlichen Steiger gesagt zu Gott, Rebbeinu Shalom, wir haben vor dir Gott anpflegt alle unsere Taten und Wünschen, wir haben gebeten gesund, Parnasse und Nachlass von Kindern, und ich wollte euch gewählt mit etwas Dirbänchen, aber was kann ich dir wünschen, Rebbeinu Shalom? Und Stillheit hat sie gesagt, das ist mein Wunsch, als du, Rebbeinu Shalom, sollst haben nachher dem kommenden Jahr von allen deinen Kindern auf der Welt, von allen deinen Kindern, alle sollen leben beschollen. Und lass mir, jeder einer von uns, helfen, machen sicher, als der Wunsch soll mekuim werden in dem Jahr 5755, Haba Aleinu L'Shalom. Tachel Shana u'Virchoteha soll sich anheben ein Jahr von Bruches. Und bei der Gelegenheit wünsche ich alle Zuhörer einen guten, gesunden Jahr, Agmar Chatima Tova. Das ist ein Perl von der jüdischen Poesie. Die älteren Lehners von Vorwärts und von der jüdischen Literatur Bechlal kennen gut den Namen Beis Kovner und seine humoristischen Lieder, mit welchen man hat sich gequickt beim Lehnen oder beim Hören sie vorlehnen. Wenig wissen aber, als der selbiger, stieferischer Schreiber hat unter seinem Emerson-Namen Jakob Adler geschrieben und gedruckt sehr ernste Lieder, von seinen Gewinn durchgenommen mit der stiller, lyrischer und unbedingter Bänkschaft zum Stegerleben in dem kleinen jüdischen Städterl.
In 1924, zum 50. Jubiläum von dem Dichter, hat der Verlag Wecker in New York herausgegeben seine 2 Bänder Lieder, in welche wir gucken ganz oft rein und wir haben nur von sehr Lyrischkeit und musikalischen Ton. Lekove de Yomim Neroim, die feuchtige Tag, drucken mir heint über seine 3 Lieder, in welche der Dichter trägt aus seine Bänkschaft zum jüdischen Steigerleben. Und das seinen 3 Yomim Neroim Lieder, was ich will euch vorlehnen, Kol Nidrei. Es dunkelt und unter dem Städtel es gartelt der Himmel a blutiger Band, der Seide in Schul geht und schleicht sich beim Melach und trockt mit der wechselnden Licht in der Hand. Die Schule ist beleuchten, es zittern heilig, die wechselnde Licht in die Kästlach mit Samt, a jet wie das Licht, was es schminkelt hat Zinder, das ist nicht kein Licht, eine Schomme, das flammt. In Kietlen Taleisim, die irgendwie Meisim mit alten, vergelten Marsoren in Händen, sich schockern und wiegen und schwimmen wie Fliegen und schotten es knäudeln herum auf die Wand. Die Eide, die Frumme, sie sagt viele Sachen, zum Himmel es reißt sich auf ein Gebet. O heiliger Pachat und heiliges vieles, es trockt sich zum Beure an jeden Salchet. Und plötzlich der Schames, der altere Preim, geht zu zum Belämmer, es hören sich 2 Klepp, die Schwert von Kateger, dem Besen, dem Strengen, sie leuert, erzieht über allem es Kepp. Und spreisen 3 Iden zum Morna Kodesh, 3 frumme Skenem, die Älste von Stott, mit Schreck in die Herzen und lichtige Augen, da socken der Älster, tut noch ein Trott. Und ruckt ich voneinander dem weißen Paräuches, es zittert ein Schotten herum auf der Wand, und jetzt wieder suchen beim Ohren Kodesh, steht mit der heiligen Teure in Hand. Der Alter, bald viele, jommert Kol Nidrei, es klogen die Tänner und ziehen sich lang, das jommert ein Alter, ein größer Martyrer, in Tränen sich tevelt, jetzt wieder lang. Also wie von schrecklicher Heilung verborgen, es reißen die Tänner gepeinigt, verstickt, die Emmes wohl tausender Herzer geworden und tausender jüdische Herzer geflickt. Und höher es hören die Tänner, an jeder Akkord zu beim Herzen erklemmen, in weite, in tiefe, verborgene Heilen, dort kommt ein Ume auf Kiddush Hashem. Slicheszeit von Jakob Adler. Der Wald steht im Bronze gehielt, sein Lied von Fried ist abgespielt, es ist overdig der Wetter, die Nacht verjossemt ist kalt, an irreldiger Regen fällt, es fallen nur die Blätter. A Kohl von Schäufer spalt die Luft, und wie ihr lohedig ruft und klockt mit Emas Moves, der Himmel oben kalt und grau, und auf der Erde kommt die Kroh, men geht auf Käfer Oves. Der Strom, was hat mein Lust getanzt, vom Feld herab mit Sonne verglanzt, ruhig stationiert mit Kummer, a Teutenlieder Teich erklockt, und jede Will mit Duchter sagt, Kaddisch noch dem Sommer. In Herzen wilkt der letzte Träum, und starb die Freude, die Blumen der Bäume. Es schwingt dem Sommers Jiches. Die Nacht ist josendig und kalt, und eldiger Regen fällt, und Winden sagen Sliches. It's beautiful. That's all. Tekies. Das Städtel, das kleine, das jüdische Städtel, versammelte sitzt in Schule. Es jommert der Oilem, jet wie der Marser mit jüdischen Tränen ist voll. Der Oilem sagt, sie moll am Nazeach, der Jommer vom Weiber ist groß, es brennen mit Schreck die Licht vom Menorah, es dart sich, sie löschen sich Heus. Der Jommer wird stiller, von Ergetzer Winkel, der alte Reb Nachman ruft, Tekia, und es hört ihr der Kohl von dem Schäufer, es zittert ein Tekia in Luft. Und Tekia und Schworim und Ruhe und Tekia, der Ruhe mit Tekia Saftein
Und stolz steht der Sock in der alten Baltkia, begossen mit göttlichen Schein. Es hilchen und schallen der heilige Klangen von Sotten nicht während gestört. Und wieder hat hier ein Schwor mit Ruhe und plötzlich ein Tumulus wird. Der alte Baltkia, der Socken Rebjaikev, geworden ist bleich wie die Wand, vergleicht seine Augen, verloren dem Atem, gelosen dem Schäufer von Hand. Gestorben, a heiligen Tät ist der Socken, und groß ist der Teuer gewesen. Gesagt haben alle, als ist gestorben, weil hat dem Socken das Sinn. Nur schön. Das alles? Hat eigene Lieder? Ja, ich habe eigene. Gib mir dort und dachte, das sei meine eigene. Da muss ich eingucken, ob sie tun. Die eigene sind schon schwacher wie die. Aber gib mir, oh ja, was sei meine eigene Lieder. Schon gedrückte? Ja, schon gedruckte. Ja, das habe ich verzeichnet, dachte ich, was ich will. Ja. Die 4 Jahrteil. Im Frühling, wenn die Blumen zu blühen sich auf Berg und Tal, die Erinnerungen kommen von meinem alten Heim amol. In der Sommertag heißen, wenn ich sehe die Sonne in Flammen vergehen, zieht in Herzen sich eine Feier, die Heimgechorbe, mein Heim. In Herbstels fallen Blätter, gepeinigte vom bösen Wind, mit Heim meiner Zerstörter, der mit mich verbindet. Und Winter, wenn der zarte Schnee von oben langsam fällt, mir eckbert in mein Herz der Weh von Umkommen, jung und alt. Und als so in aller Tag von Jahr mir der selber liegen tont, dein Heim gedenkst du von einmal, und ich bett der Mond. Ein Bild von einmal. In draußen ist finster, an einmal Kelb, der Himmel verchmarrt, und sieht nicht die Welt, versoppert, verflockt, kommt Ton von Jerid, gebeten in Dreien an alter Tscherid. Mit Aponym ablassen sein Darfigur, hat erst ist gekrochen herab von davor. Da sieht ihm sein Weib, was ist sich verschmacht, gesessen beim Fenster und von ihm getracht. Sie läuft ihm entgegen, ihm kuschen sie will. Dreißelt sich ab und sagt zu ihr still, ich hab nicht verdient, sich Akkusch sollst mir geben. Ich hab nicht im Brote gebracht zum Leben. Verdeiget, vertreuert, und Red und Gewehen, also in dem Regen, sie bleiben sich stehen. Der Himmel wird schwarzer, die Luft herum schwerer, die Herzen versteinert, der Regen gießt mehr. Das sind sehr traurige Lieder, Hiskerlieder. Trifft ihr Tropens, trifft er neu her und Breg, und ich will euch helfen weinen in die heiße Sommertag. Tropens noch Tropens und ein Träger noch ein Träger, hört sich zu, eure Mensch, es weint dort wer. Es treffen die Tropens, das Herz ist verstehend, sie können es denn sein, als der Eberster weint? Verjossend, es haben die Sterne, dem Toten zu Ehren, bedeckt sich mit schwarzen Chalaten, geweint hat der Himmel und gießen die Tränen, a Hesped gemacht nach a Taten. Es gucken zum Himmel Penema Matte und beten a Trist von dem Leben, sie murmeln in Still, du ewiger Tate, mir seinen verjossen geblieben. Mi
בחני וחני